Im 2. Korintherbrief 5,20 lesen wir: Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Was für ein Privileg von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass wir dürfen seine Botschafter hier auf der Welt sein. Jeder Mensch, wo wir die Botschaft bringen, zeigt eine Reaktion in seinem Herz. Weil der Himmel ist hinten dran. Wir sind Botschafter von dem himmlischen Reich von Jesus Christus. Das war auch wieder ein Mann an einem Anlass bei uns und ich habe ein Wort von Erkenntnis weitergegeben. Und zwar habe ich gesehen, einen Wanderstab, Tier und einen rechten kaputten Fuß. Ich habe das einfach mal in die Versammlung gesagt. Augenblicklich ist die Versammlung ein Mann aufgestanden, ist vorgekommen und hat seine Geschichte erzählt. Vor 5 Jahren ist er im Ausland, währenddem er die Schafherde zusammengetrieben hat, gestogelt und hat seitdem einen kaputten rechten Fuß. Ich konnte nachher dem Mann kurz im Namen Jesus die Hand auflegen und wieder ist die Kraft vom Evangelium, von dem wir Boten sind auf dieser Welt, ist auf ihn gekommen und hat ihn augenblicklich geheilt. Der Mann war so berührt von dieser Liebe und Kraft, die aus dem Königreich von Jesus Christus kommt. Er hat sein Leben wieder neu für Jesus auftun. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht. Zeugen dürfen sein auf dieser Welt, Botschafter dürfen sein auf dieser Welt von dieser Kraft von Jesus. Ich möchte dich einladen, dass du heute ein Botschafter bist und Gott wird mit dir sein. Wenn du dein Mund auftust, wirst du erleben, wie sich das Königreich von Jesus auf dieser Welt wird manifestieren in Kraft und Liebe. Ich segne dir dazu.